Ja, guten Tag, lieve Lü. Es wäre einmal Zeit für Pladic ein Fährtalk auf der Fähr zwischen Blexen und Bremerhaven. Ich habe mich für einen Gast aus Friesland einladen, Dieter Kückhete, und er ist der Spielleiter von der Niederdeutsche Bühne in Forel. Ja, warum habe ich ihn einladen? Ich habe ihn einladen, wir wollen schnacken über die Situation von den plattdeutschen Bühnen in Corona-Tiden, und wir sind ja da hoffentlich bald mit Dörr und wird dann mal kicken, wie das dann weitergehen kann. Erstmal, Dieter, herzlich willkommen auf der Fähr. Ist hier jetzt so ein bisschen fremd für die oder nicht? Also wir führt, glaube ich, sogar in die Heimat sozusagen, wenn wir jetzt in Bremerhaven sind, oder? Ja, moin Hans. Das hast du ganz richtig gesagt. Ich komme aus Bremerhaven und ich bin vor 50 Jahren nach Forel gezogen und bin damals auch gleich mit der Niederdeutschen Theaterspielen angefangen. Und diese Fähre ist mir wirklich nicht fremd, weil ich bin letzte Weg Mittelweg, er ist mit Rad von Forel nach Bremerhaven geführt, das wären 91 Kilometer, und hier habe ich eine letzte Pause gemacht. 91 Kilometer. Ja. Ja, eine gute Leistung, aber du hast ein E-Bike, oder? Ja, ich habe ein E-Bike, aber ja, die meiste Zeit für ich auch einen Motor. Da kann ich noch naja, gut. Ja. Okay, er ist also noch fit. Ja. Und er wäre auch fit genug, das Leid von der Niederdeutsche Bühne in der Forel zu übernehmen für 2 Jahre. Nee, das ist nur 3 Jahre her. Ich habe von 79 bis 97 habe ich ganz aktiv in Forel mal Theater gespielt. Dann kam Familie dazwischen und Beruf und Sport und so weiter. Und dann habe ich gesagt, nun mache ich mal Pause, und ich bin für 4 Jahre in Ruhestand gegangen. Und Ruhestand ist nichts für mich, also Unruhestand ist besser. Und für 3 Jahre habe ich mir dann schon Bauster gewählt. Gut, ja. Aber Pause ist ein gutes Stichwort. Ich bin wie die Premiere von das letzte Stück für Corona dabei, in ein Personenstück habt ihr gemacht. Was ja, wer mit Corona und Niederdeutsche Bühne, kannst du da so vielleicht 3 Versätze oder auch mehr dort sagen? Ja, da gehen wir zu singen. Ich gehe noch ein bisschen wieder zurück. Eine Saison vorher, in den März, da haben wir das Stück Leefde, Lust und Lockenwickler, ein Musical mit 5 Lü auf der Bühne. Und die machen ihre Generalprobe. Und das wird noch gar nicht sicher, was passiert nur eigentlich mit Corona. Und dann kommt Angela Merkel und sagt, alles muss abgesagt werden, was nicht sein muss. Und da wird mir klar, ich muss noch die Generalprobe, die begeisterten Schauspieler sagen, tut mir leid, ihr könnt morgen nicht spielen. Und da seid 5 Lü mir gegenüber, die haben um die 50 Proben hat. Und ich muss schon nur sagen, das geht leider nicht. Ich bin aber ganz froh und hoffnungsvoll, die sind alle an Bord geblieben, und im März, April nächsten Jahr wird wieder spielen. Und das Stück, was du just angesprochen hast, allein in der Sauna, da sind wir wiedergekommen. Da sind wir nämlich einen Tag wiedergekommen, da haben wir sogar die Premiere gehabt. Wir haben das Theater ein bisschen umstellen müssen, sodass wir weniger Taukiges haben. Aber das ist richtig gut loben. Wir haben einen ganz kommodigen Saal in der Fordeler Tivoli inricht mit Kerzenschien und so weiter. Und das ist best ankommen, die Premiere. Ich hatte das Glück, ich durfte bei der Premiere dabei sein. Ich kann das nochmal bestätigen. Das wäre eine grandiose Aufführung, das ein Personenstück, vor allen Dingen auch die Schauspieler, die da 1,5, 2 Stunden ganz allein auf der Bühne stehen, ja, und das überstehen wird, das großartig hinkriegen. So, und jetzt aber die ganze Zeit nach dieser Premiere und anschließend wäre dann gar nichts mehr. Wie habt ihr die Zeit überstanden? Wir haben die Zeit eigentlich ganz gut überstanden. Also wir haben einmal haben wir im Verstand, einmal im Mond haben wir uns zur Regel gemerkt, dass wir uns droppen dauert, weil da gibt immer was zu beschnacken. Dann haben wir in der modernen Form natürlich mal per Zoom. Das ging ganz gut, aber das ist nicht dasselbe. Dasselbe ist es nicht, sondern das ist einfach viel besser, wenn du die wirklich droppen da ist, wenn du wirklich mit den Menschen droppen bist, dass das Feeling, sag ich mal, auch da ist, dass man miteinander in Kontakt kommt und dass man das Gefühl hat, wie verstaut aus und wie
Zeit an glicken Strang und so weiter. Ne? Und wir habt strategisch einiges auf Beine gestellt. Wir habt kräftig investiert in die Zeit. Wir habt uns Gedanken gemacht, wie können wir unser Theater noch besser machen, wie können wir die Lichttechnik besser machen, wie können wir den Bühnenbau besser machen und so weiter. Und da habt wir uns Gedanken gemacht und da habt wir investiert und das habt wir nur teilweise umgesetzt und der Rest kommt diesen Morgen noch. Gut, also Vogelstrauß ist nichts für Jo Kopf in den Sand stecken, sondern ihr seht jetzt auch für die Zukunft eine Perspektive, also eine wirkliche Zukunft auch für das Plattdeutsche Theater in Forel. Ja, oder? auf alle Fälle, auf alle Fälle. Wir haben den Saal in der Tivoli, wo wir spielen können und das wird mit letztes Jahr wird das ein Restaurantbetrieb und ein Saalbetrieb und der Pächter, der da inwählen ist, das ist ein städtisches Gebäude, der hat sich mit einem eigenen Restaurantbetrieb an anderer Stelle nur anders selbstständig gemacht und das Gebäude steht nur insgesamt 6 Vereine zur Verfügung und ein von den Vereinen sind wir und ich denke, so rein von der Zeit her sind wir die Hauptnutzer in der Hus und wir haben noch mehr Freiheiten und wir haben mehr Räumlichkeiten. Das ist ganz gut. Und das ist auch für die Zukunft ist das sicher, dass ihr das Hus wieder nutzen könnt, oder? Das ist für die Zukunft nicht sicher, das ist erstmal für die nächsten Saisons sicher. Das ist deswegen nicht sicher, weil das Gebäude, das ist entweder sanierungsbedürftig oder muss nicht abgebaut werden. An der Stelle oder an anderer Stelle. Aber wir haben die feste Tausung von der Stadt, dass wenn das was Neues geben darf, dass die nicht mehr im Bach Rücksicht nehmen dort abbaut. Und was da nun kommen darf, das hätte die Ole Rat nicht mehr beschlossen, sondern das hätte die neue Rat beschlossen oder hätte beschlossen und die ist gestern gewählt worden. Ne? Also insofern wissen wir noch nicht genau, was kommt, aber wir warten mit Sicherheit eine gute Spielstätte haben und wie drömt davon, dass das auch noch viel besser war das nun. Also mit so viel Optimismus geht das sehr gut mit Jo. Schnack wie beten was über die Saison 21-22. Was habt ihr genau für? Ja, das ist relativ einfach sech. Du hast ja just angesprochen, das Stück Allein in der Sauna. Das Allein in der Sauna, das spielt Harald Kaminski. Das ist der Schauspieler, den du eben so wunderbar hervorgehoben hast. Harald ist schon seit 30 Jahren bei uns. Jeder, der in Vorel Theater kicken, der kennt Harald. Und Harald ist in der Startlöcher. Der hat auch in der Sommertit immer seine Textrolle lehrt. Wie man einen Lütschenwechsel in den Regisseur, weil die ursprüngliche Regisseur eine Anstellung gefunden hat, wie weg von Vorel. Und nun haben wir Ulf Görges aus Oldenburg und der ist ja bekannt und hat selbst das Stück 2-mal gespielt und auch 3-mal Regie gemacht. Und der springt nur in als Regisseur. Als zweites Stück, da machen wir dann, also das Allein in der Sauna läuft im November und das zweite Stück, das wird Ende Januar, vor allen Dingen im Februar loben. Das ist ein Potpourri und verschiedene Dönches. Da wird wie gespielte Witze machen an einen und anderen. Die Inladung oder die Einladung heißt das Stück. Da ist ein Ehepaar, die überlegt, was sie sich für Gäste einladen können. Und die Gäste an diese Ding, die haben allen Lütten an der Marmel. Ich meine, die beiden Gastgeber auch, aber das ist das Interessante eben. Und das dritte Stück, da freuen wir uns ganz bannig auf, das ist Lebte Lust und Lockenwickler. Da geht es um einen Friseur, der ist ein bisschen schwul, der ist reichlich schwul und der sagt ein Mann. Und der hat eine Angestellte, die hat einen langjährigen Freund verloren, die sagt ein Mann. Und dann gibt es so eine ole Frau, das ist so eine Zimtzicke, und die hat lange keinen Mann mehr hat. Und nun ist sie süchtig. Und nun hat sie noch mal wohl einen. Ne? Und dann gibt es Leute, der hat Glück, der hat einen. Also ein wunderbares Stück mit ganz, ganz viel Leider da in. Also die Leute, die warten nicht, aber Steuer sitten blieben. Es sei denn, Corona sagt, die möchten sitten blieben. Anders staut die ab. Dieter, wie drückt die Dumm? Wir holt die Dumm für Jo, dass das klappt. Ja. Und nochmal, hier sind eine niederdeutsche Bühne, so als in Brock und hier in Nordenham auch. Kannst du vielleicht nochmal den Unterschied zwischen den niederdeutschen Bühnen und den Spielgruppen, die das hier in die Dörper gibt, zum Beispiel bei uns in Reitland, wo ich in den Nöchte war, wo ist der Unterschied? Ja, der Unterschied ist, wir sind dazwischen. Wir sind zwischen den Profi-Theater, nehmen wir mal Oldenburg, das Staatstheater, oder nehmen wir in Wilhelmshaven die Landesbühne, oder nehmen wir auch das Stadttheater in Bremerhaven.
Und dann gibt es diese vielen Lütschenbühnen auf das platte Land, sag ich mal. Und dann gibt es auch so zwischen. Wir sind die Niederdeutsche Bühne und wie gehört den Niederdeutschen Bühnenbund Niedersachsen-Bremen an. Das sind insgesamt 16 Theater und hier in dieser Gegend sind das Oldenburg, Delmenhorst, Brake, Bremerhaven, Nordenham, Forel, Neuburg, Wilhelmshaven und so weiter. Ja. Und wie wird fördert von Land Niedersachsen über diesen Bühnenbund und auch über den Niedersächsischen Heimatbund. Und wie habt vernünftige Ausbildung, wir habt Schulung, wir habt, was wir noch habt, ist, wir habt in der Regel Profiregisseure. Und die Profiregisseure, die kriegen die Stücke einfach besser instudiert, als wir das mit Laien können. Ja. Und das ist, wir sind kein Profitheater, aber wir sind auch weit weg von den Laientheater. Gut. Was sind das für Lüde, die bei uns spielt? Sind das alles Plattdeutsche? Das ist ganz unterschiedlich. Bei uns in der Bühne ein paar schnackt Plattdeutsch von Hus ut. Die meisten schnackt kein Plattdeutsch. Die meisten schnackt Hochdeutsch und die lehrt die Rollen in Plattdeutsch. Und dann gibt es welche, die wie gar nicht das beibringen können, das Plattdeutsche. Dann sagt wir für die eben auch hochdeutsche Rollen. Das passt ganz gut, wenn also, sag ich mal, Vater und Mutter mit den jungen Lü. Die jungen Lü schnacken mit Vater und Mutter in der Regel Plattdeutsch, aber untereinander schnackt die jungen Lü, wir sind vorgekommen noch Plattdeutsch, die Leute wie dann auch Hochdeutsch schnacken. Und diese Kombination ist ganz gut, weil damit kriegt ihr Lü im Theater, die eigentlich kein Plattdeutsch können, aber die im Welt so ein Teil, was in Hochdeutsch schnackt, und deswegen geht sie hin, weil das dann für die auch interessanter ist. Ne? Mit ein von Jone Lü will ich noch mal extra schnacken über die jungen Lü-Bio. Ja. Was ist mit Zukunft und junge Theater-Lü-Bio? Ja, das ist... wie schätzt du das in? Das ist just ein aktuelles Thema, da wird Hanna noch mal was zu erzählen. Aber wir haben just letzten Samstag einen Droppen hatten mit junge Lü. Da sind dort junge Derns und Jungs kommen, aber mehrheitlich Derns. Und wir haben mit Frank Witkowski einen Profiregisseur engagiert, in dem mit den jungen Lü was instudieren soll. Wir nennen das Theaterwerkstatt. Ne? Und ich bin total begeistert, mit wie viel Interesse und mit wie viel Engagement diese jungen Derns da beigeht. Und für die ist Plattdeutsch so zwischen Englisch und Hochdeutsch. Und Englisch könnt ihr alle, und Hochdeutsch könnt ihr alle und Plattdeutsch. Und wir haben mit Hanna eine ganz wunderbare junge Frau, mit Annika, mit Frank und mit Jannik, und wir feiern Lü im Team, die diese jungen Lü an die Hand nehmen dort. Gut, da wird wir extra überschnacken, habe ich eben als echt. Also, auch da für die Optimismus. Also, ich frage die aber trotzdem nochmal, habt ihr sprachlich jetzt, bringt ihr sprachlich, was Plattdeutsch angeht, allwann mit oder fangt ihr bei Null an? Die meisten bringt nicht viel mit. Einige habt hört in der Familie, aber dass ihr das selbst zu praten dauert, wenn was zwei dabei. Ja. Ja. Na gut. Ja. Also, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Ganz gut Vorl, mit noch Nordenham. Ich will jetzt auch noch eben sagen, an den Tag, wo wir das hier abgetaken haben, HH Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute für die Zukunft. Und wie eben als sagt, den nächsten plattdeutschen Fairtalk, da haben wir uns dann die junge Hanna Raden von Jone Bühnen inladen und dann über die Zukunft schnacken, wollen wir dann schnacken, was das plattdeutsche Theater in Forel und im Tau angeht. Nochmal herzlichen Dank, Dieter, dass du gekommen bist. Und ich danke dir, dass du uns interviewt hast und uns die Möglichkeit gibt, dass wir so wiesen können, was wir morgen glauben. Ah, klar. Schönen Dank. Jo. Mach's gut.